Wisst ihr, was ich mich frage? Wir haben seit Breath of the Wild so viele geile Features gehabt, ne? Mit dem Sheikah-Tablet und natürlich hier mit unserem geilen Sonau-Arm, sag ich jetzt mal. Aber keines davon hat irgendwie auch nur ansatzweise was mit einem Regenschirm zu tun. Menschenskind. Armer Linke. Willkommen zurück vorhin zu Tears of the Kingdom. In der heutigen Folge kümmern wir uns darum erstmal, dass Link wieder trocken wird. Gut, das kann dauern. Nein, wir wollen ja uns auch hier um die Sidequests kümmern. Unter anderem geht es auch darum, dass wir irgendwie hoffentlich die Zoo-Rüstung, also die komplette Zoo-Rüstung finden. Aber auch, ja, wo ist denn jetzt überhaupt? Operation über. Was? Also, was anderes. Und dann geht es aber auch darum, dass wir dann aber auch noch ein paar Schreine finden. Also mal gucken, wir haben noch so viele Sidequests übrig. Ich habe mir überlegt, ob ich vielleicht wieder mal ein paar Parts mache, wo ich tatsächlich nur, in Anführungszeichen, nur Sidequests mache. Nee. Naja. Warte mal, was? Egal. Wo sind jetzt die Dinger? Die stärkste Waffe. Genau, machen eigentlich. So. Oder komm, wieso eigentlich nicht? Komm. Das ist vielleicht so, gar nicht mal so eine schlechte Idee, dass ich jetzt vielleicht ein bisschen versuche, wenn ich so ein Gebiet, naja, abschließend ist übertrieben, aber wenn ich so bei einem Gebiet dran bin, die ganze Quest zu machen, das direkt hier ein bisschen kombinieren mit anderen Gebieten. Das mal so zu formulieren. So, wir haben hier oben, ich gucke mal ganz kurz hier. Da oben eigentlich sowieso noch ein paar andere Schreine, eigentlich nicht allzu viele. Gut, hier wird es sicher einen Schrein geben, hier wohl auch noch irgendwo einer. Der Schrein, der ist ganz klar. Also ein Schrein ist sowieso doof, he? Ich meine, ich sehe es ja unterirdisch. Ob noch ein paar Schreine hat oder nicht. Ja, Sidequests müssen weg, hey. Ich meine, es ist noch nicht so, dass das Spiel schon vorbei wäre. Im Gegenteil, ich habe vielleicht, keine Ahnung, vielleicht die Hälfte davon. Also hauptstorymäßig ein bisschen mehr natürlich, aber von den Sidequests her und so. Also 200 Parts kommen mir sicher noch, locker. So, genau, hier war die Rede. Da muss ich eigentlich mal hier, nicht hier hin. Muss ich hier oder hier hin? Hier rüber wollte ich, genau, hier soll sowieso noch ein Schrein sein. Totenkopfteil, da muss ich in einen anderen Untergrund rein. Oh, Gottes Willen, ey. Ja, dann machen wir aber, wenn ich das nächste Mal hier unten bin, ne? Ja, mach es so. Gut, dann gehen wir jetzt erst einmal kurz nach unten, holen uns Epona ab. Die sind wieder da. Das Quartett, Mann. So, sie will eine Waffe von Lionel sehen, ne? Im Prinzip haben wir ja einen dabei. Hä? Achso, ist draußen. Also sogar ausgerüstet. Ist nicht sogar ein normaler Lionel sogar? Die. Wo willst du eigentlich hin? Was für ein Schlamassel, Mann. Ah, mein Kumpel. Ja, wenn wir irgendwann mal genug Batterien haben, also wir sind auf einem guten Weg, wenn wir noch ein bisschen mehr haben, mach ich glaube mal alle diese Crocs in einer Folge. Also die Crocs, die noch irgendwo hinbringen muss und so, weil dann haben wir das einmal schön komplettiert. Das ist etwa, ja, es ist eine Waffe mit Leulenhorn dran. Cool, wa? Coole Waffe. Meine Waffe übrigens. Naja, nicht wirklich. Das wäre es vielleicht, wenn es irgendwie von einem silbernen Lionel oder so etwas wäre, aber das war nur ein normaler Lionel. Gut, das hätten wir dann. Jetzt haben wir schon mal die Sidequests abgeschlossen. Ihr habt sicher noch ein paar Sidequests in der Unterhose. Nein, im Logbuch, wo ich aber quasi direkt abschließen kann. Weil das Material schon dabei haben. Epona schnell, weil ich will kurz rüber zur Quelle. Ja, da ist bei Epona halt so.
Ich guck erstmal. Warte mal, wo muss ich überhaupt hin? Ich will erstmal kurz schauen, wo es hier schon da hinging. Da war irgendwie was, aber bin ich mir ganz sicher. Also im LOL geht's nicht, da geht's ja darüber. Aber hier war doch irgendwas anderes. Hä? Ach so, nee, warte mal. Stimmt. Der Pferdegau muss doch hier hinten sein. Ich dachte gerade, hey, ist das eine große Fee? Kann gar nicht sein, der müsste auf der Karte da stehen. Aber nee, ist ja der Pferdegott. Der war ja auch noch nicht. Junge, Junge. Oh. Dann ein Blitz, was für ein Witz. Nein, das ist gerade doof. Gut, Rüstung ist egal. Hier muss was nehmen. Okay, so Nanium ist auch gut. Shield ist auch gut. Die Waffe muss weg. Warum sind eigentlich so Nanium-Waffen, werden hier vom Blitz angezogen? Aus Master natürlich schon, ne? So. Gehen wir zum Pferdegott. Ich hätte gern eine Fitrotte. Was ist eine Fitrotte? Eine Fitkarotte. Hey, ich hab doch eine dabei. Ich hab keinen dabei? Warum nicht? Hä? Warte mal, wo ist die? Auf dem Satori-Berg? Was ist denn jetzt schon wieder? Gab es irgendeinen Ort, wo ich die kaufen konnte? Ich schwöre, ich habe schon mal die Dinger gesehen. Hä? Okay, er sagt hier weit im Südwesten. So. Westen, Süden. Also in der Wüste was wächst, glaube ich, eher unwahrscheinlich. Wo ist der Kaxatori-Berg? Ah, hier. Ach, du musst doch da hoch. Ja. Komm gleich wieder. Scheiß Ding, ey. Mann, da wollte nur kurz das Sidequest abschließen, denke mir so, da ist er, da war ja da der. Und dann plötzlich passiert so eine Scheiße. Kann auch nur mir passieren. Mann, no. Da komm, jetzt was, holen wir gerade noch die Schreine hier. Oh, was für eine Folge, ey. Wir machen die Sidequest Azuras. Mhm. So ein Fuck, ey. Oh, Goldäpfel übrigens. Okay, leicht laggy gerade. Wow. Natürlich bin ich erschrocken, wie könnte es anders sein? Gut, Satori-Berg. Da oben hat sicher irgendwo ein Schrein, wa? Muss fast so sein. Ich gerade, warte mal. Moment. Okay. Das muss hier hin.
Ach komm, das ging mal. So ein Scheiß. Wie die Karotten auf dem Satori-Berg, ey. Hätte auch Sorgen. Ah, hi Zelda. So, noch was anderes gibt. Also so ein Typ. Schöne Aussicht. Ah. Da ist eine Höhle. Hallo. Da ist ein großer Kumpel da drin. Da mal gucken. Haben wir noch irgendwie was? Ja, komm. Der muss reichen. Hä? Ah, da stärkere Varianten von denen. Ist da oben irgendwas Besonderes? Nee, wa? Könnt ihr mal... Nee, warte mal, ist nicht aufgepowert. Das ist natürlich doof. Das Miasma schwer. Link nimmt Miasma Schaden. Nee, ist uncool. Der macht so nicht viel Damage. Die Angriffskraft. Komm, nimm das Ding. Der wollten ja eigentlich am Leben lassen, aber du, wie es halt so ist, war. Lanze mit rostigem Zweihänder. Und die Waffentasche ist voll, wie gewohnt, wobei ein rostiger Zweihänder, das ist hier ein Zweihänder, da nicht sehr viel Power. Leider. Warte mal. Die ganzen Mühen da oben war ja gar nicht. Ein rüstiger Leuchtpilz. Huch, also, Dinger leuchten ja schon. Wenn wir ganz kurz, Leute, muss man kurz. Ups, war das gerade? Okay, creepy. Okay, komm, raffen. Noch also wieder so raus, ne? Einfach oben durch die Decke. Wenn wir ganz kurz, Leute, irgendwas stimmt hier gar nicht. Bin gleich zurück. So, weiter geht's, Entschuldigung. Der hat ganz kurz OBS ein bisschen gespuckt, aber läuft schon wieder. So, Fledermäuse. Ja gut, die kommen ja wieder raus, okay, aber... nicht unbedingt das, was er gerade will. Hast du gerade meinen Geist irgendwie absorbiert? Ja. Schmeckt nicht, wa?
davor sagen können. Ja, Geist, ihr wisst schon, was ich meine, ne? So, immer schon auf die Fresse hier. Du. Wollte sich einfach mal in Weißem vergreifen. Na, 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 na. So was stehen meine Weißen gar nicht. Bernstein. Und hier? Königsschild. Ja gut, ich habe so viele Schilder. Wobei. Sonst geht die Ding leider nicht alles abgeschlossen, wa? Das einfach so liegen lassen. Schild mit Ritterschild. Nach hier Königsschild habe ich so viele von. So, die Höhle gilt immer noch nicht als abgeschlossen. Sehr gut. Ja, ich suche eh noch hier ein Ding. Hier ist doch der Ausgang, oder? Ja, das ist was ursprünglich. Okay. Von da kam ich ja, ne? Da ist der Ausgang der Höhle wieder. Hier bin ich schon entlang. Da waren nur diese beiden Spießgesellen. Die beiden Monsterfritzen. Ich suche eigentlich noch hier so ein Ding. So Mayo Signa-Typi. Ah, vielleicht da unten. Da hinten also, ne? Was gibt's hier noch? Wieso hier? Hab grad was gehört. Der Hase ist irgendwie, also sagen Sie mal vom Hase, das Viech ist in eine Richtung gelaufen, heißt es gibt ja zwei sogar. Gut, ich meine, der Berg heißt Saturi-Berg, ne? Und wir wissen ja, dass diese Saturi-Viecher sind, glaube ich, der Ursprung von denen, die wir die ganze am Jagen sind, beziehungsweise diese Monsterbrüder, die, oder einer zumindest von denen, die will wieder irgendwie zu so einem Saturi-Wesen werden. Also würde es ja theoretisch schon passen, wenn wir hier mehrere von denen finden. So, da können wir mal wieder zurückkommen. Sidon hilft mir gerade auch nicht, weil du bist ein bisschen zu groß, Kumpel. Da sehe ich gar nichts mehr. Deckensprung ist noch zu früh dafür. Kann ich von hier, wa? Ja. Maxi-Trüffel. So, da vorne ist der kleine Hoppelhase. Also ich muss sagen, die Höhle lohnt sich schon. Aus diversen Gründen. Was mir hier noch fehlt, ist eine Art Käfernetz. Wie in Twilight Princess oder... noch einer. Wie in Twilight Princess oder Skyward Sword. Hä? Rennen die irgendwie weg oder was?
Was ist hier? Ich will doch irgendwas. Maxi-Trüffel, Donnerblumen, was das Herz begehrt, wa? Zerbrich gleich, ja, soll er mal. Ja, wie muss noch mehr sein? Das Höhlensymbol sagt, ich hätte schon alles gefunden. Also Höhlensymbol, weil hier auf der Karte, ne? Weil hier schon ein Haken dran ist. Trotzdem sieht das merkwürdig aus. Egal. Wir haben ja eine gefunden und eben eine Höhle, wo wir mehrere von diesen Viechern finden. Ich weiß nicht, ob es das überhaupt wieder gibt. Und sonst kommen wir relativ easy wieder zurück. Wir haben ja sowieso was anderes zu tun. Eigentlich. Wir brauchen Fit-Karotten. Eine schöne Aufsicht haben wir noch von hier. Prinzessin, ja, sehr das Lieblingsblume. Ah, hier. Die hätte ich echt noch nicht. Krass, ich dachte, ich hätte mit schon mehrere davon. Okay, wisst ihr was? Warte mal. Wenn die wirklich so selten sind. Das Album komplettieren. Naja, will ich es schon machen, aber ich bezweifle stark, dass ich das mal noch zu einer Hauptmission mache für das Let's Play, weil das wäre ein bisschen übertrieben. So, ja, warte mal, nehme ich das Ding, sondern das. Und da würde ich sagen, wir sind hier oben auf dem Berg. Kann uns auch soweit beruhigen, es gibt hier tatsächlich keinerlei Ding mehr. Schrein oder sowas, tatsächlich nicht, aber wir wissen ja. Achso, kann ich den Opfergaben noch da bringen, wa? Ja, gut. Links im Ziel müssen wir noch üben, Kumpel. Nein, üben. Nicht essen. Schön, schön. Wann habe ich ja hier? Also der hier müsste ja direkt hier bei dieser Höhle hier markieren, ne? Da zeigt er mir an, dass da tatsächlich noch mehr gibt. Eigentlich müsste man nur die Höhleneingänge von denen zeigen. Wo er eigentlich schon war. Warte mal, den Schein haben wir schon, ne? Ja, da ist der da drüben. Ja, genau. Weil er zeigt ja einfach die Höhleneingänge an von den Viechern. Also wo sie überhaupt sind, sag jetzt mal, ne? Den haben wir jetzt gerade geholt, also, ja. Also eigentlich dürfen wir den gar nicht mehr anzeigen, aber gut, das ist ein anderes Thema. Ich sage mal darüber schnell, weil da ist ja ein Schrein, das haben wir schon mal gesehen. Oder gerne noch aktivieren. Nicht abschließen, keine Sorge, nur aktivieren. Oh, warte mal. Praktisch. Komm noch höher. Moment.
Da ist, glaube ich, ein Krog. Also ein einsamer Stein ist. Haha! Adlerauge sei wachsam. Entschuldigung. So, Dinge sind runtergekommen oder was? Hui, was ist denn das für ein Teil? Oh, geht so gar nicht. Da. Das ist immer typisch Tears of the Kingdom, wa? Du willst irgendwas machen und dann, oh, ich mach was anderes. Und dann, oh, ich mach wieder was anderes. Ja, wenn sich einmal noch eine Folge machen und die ganzen restlichen Mayo Signum-Dinger holen. Oder ich heiße noch jetzt so. Mayo Signum. Okay, gut. Passt einigermaßen. Kommt es ganz nach oben? Warte mal, das ist aber nicht der Schrein, der direkt. Nee, warte mal, das war Schloss Hyrule. Das war das. Wow. Fuck. Das wäre vielleicht an der Spitze da. Fuck, da kommen wir nicht hin. Jetzt von hier aus natürlich mit dem... Mist, zu dem wollte ich jetzt eigentlich hin. Mist, ey. Naja, okay. Also mal ganz kurz erklären, bevor ich irgendwie wieder mich verhasple. Das Ding sah ähnlich aus wie das Teil, was halt unter Schloss Hyrule war, als Gandalf erwacht ist und das Schloss angehoben hat. Deswegen war er gerade ganz kurz verwirrt, aber nee, ist was anderes. Also. Ja, ich sehe den Schrein, also die Position des Schreines schon, was ich leider noch nicht sehe. Oder doch auch sehe, ist, dass ich wohl noch einen Kristall dafür brauche und da ist noch ein Höhleneingang tatsächlich nochmal für ein Mayo Signum. Was ist hier? Okay. Sieht auch cool aus. So, damit wäre auch der Teleport-Kreis hierfür aktiviert, aber eben der Schrein selbst fehlt noch. Jetzt halt die Frage, soll ich das jetzt noch machen oder sage ich mir, nö. Oh. Ich muss eh in die Höhle, da ist ein Mayo Signum und ganz ehrlich, wenn ich schon mal hier bin, kann ich es auch gleich mal holen gehen. Naja, komm. Ja, also machen heute in der Folge keine Zora-Quests mehr, kann ich schon mal bestätigen. Was ich noch machen will, ist kurz Mayo Signum holen, plus den Kristall. Für den Schrein dort holen wir uns halt doch noch Segenslicht schon mal ab. Weil meistens ist er gar nichts mehr. Also keine große Quest innerhalb des Schreins mehr, wenn wir das Teil schon haben. Dann werden wir noch ganz kurz zurück zum Pferdegott gehen. Und den uns aktivieren. Und dann vielleicht noch zum Leunel, der dort in der Nähe sein soll. Oder wir spannen uns den für später auf. Aber soweit ich schon mal gelesen habe, ist dort ein roter Leunel, also der schwächste von allen. Den müssten wir sogar relativ easy platt kriegen. So. Da ist sogar ein roter von denen. Hey, der das Teil dabei ist, super. Der hat einen Kristall. Ein Prügel. Klar kann natürlich den Typen mit dem Prügel eins überziehen. Hallo? Und da oben ist ein Mayo Signum. So, einen großen Kumpel können wir gleich. Ja, er dreht ja eh wieder um.
So eine andere Waffe für die Dinger hier. Nehmen wir den da. Sieht immer so brutal aus, wenn man die zerlegt, aber angeblich tun wir ihnen damit einen Gefallen, weil wir sie erlösen. Neun Stück, ja, müssen wir mal zum guten Kumpel gehen. Wobei, vielleicht kriegen wir ja nur eine Rüstung. Ja, cool, wenn man direkt alle Rüstungen kriegen könnte. Wobei, es sind bloß nur 2 Teile, wir haben ja eine schon. Ja, die ganzen Rüstungen zusammensuchen. Wobei, wenn die ganze Map passend, überall alle Teleportationspunkte und so, ich glaube, dann geht es schon relativ fix. Ne, auch von der Hauptstory her, wir haben eigentlich 3 Gebiete schon so weit abgegrast. Zum Teil eben fehlen natürlich noch die Schreine und die Sidequests, aber es ist auch nicht mehr so das Ding. Vielleicht in der Wüste noch ein bisschen. Wenn ein bisschen länger dauern könnte, aber auch da bin ich relativ fix unterwegs. Hier gibt es ja so viele Bomben, ey. Ah, die Donnerblumen, wa? Aber da haben wir schon erwähnt, wo wir das erste Mal die wieder entdeckt haben, wo ich der Meinung war, ja, klar ist es cool, dass wir die wieder haben. In den guten alten Zeiten. Andererseits... Andererseits bin ich da auch ein bisschen der Meinung, dass halt trotzdem so die typischen Feuerpfeile, Donnerpfeile und so aus dem Vorgänger ein bisschen vermisse. Ja, ist auch nur ein roter. Und da ist auch der Kristall. So. Ich würde sagen, trotz allem kann man dann die Folge als erfolgreich abhaken. 2 Major Signum gefunden. Nachher natürlich auch noch das mit dem Pferdegott gemacht. Noch einen Schrein aktiviert. Klingt eigentlich nach so viel, wa? Oh Mann, ey. Darbringen des Kristalls. Wie cool bist du denn? Ich weiß. Ja, Darbringen des Kristalls war natürlich schon ein bisschen eine andere Schreinart, als es noch beim Vorgänger hatten. Wobei ich ja finde, eben wir hatten schon die Shika-Schreine dort, warum gibt es sie wieder? Auch wieder solche Schreine. Eigentlich nach demselben Prinzip. Gegen ein paar davon, vor allem für unsere Fähigkeit mit dem Arm, habe ich im Prinzip auch nichts gegen, dass wir die ein bisschen entdecken und so. Aber das hier war schon, Alter, geht's noch schwächer. Aber dass wir hier so ein bisschen dann bekommen haben, sag ich jetzt mal. Ja, die Anzahl ist halt vor allem. Es ist einfach so verdammt viel, noch mehr als im Vorgänger. Ich fand es dort schon zu viel. Hätte ich es halt persönlich cooler gefunden, wenn man wieder so Sidequests einbauen würde, wie wir es auch schon mal früher in Zelda-Teilen hatten, wo wir halt als Belohnung auch mal Herzteile bekommen. Wobei es hier gar keine Herzteile gibt insofern, ne? Oder halt Segenslichter von anderen Leuten, wenn wir ihnen halt helfen. Oder sie vom Jasma befreien, ne? Dass sie uns quasi Segenslichter dafür geben. Wäre irgendwie auch cool, wenn ihr mich fragt. Gut, also, 2 Höhlen gemacht, sehr schön. Die beiden hier auch gemacht. Und eben wir schon mal gesehen haben, sind das tatsächlich die einzigen Schreine hier. Es gibt hier nicht mehr tatsächlich. Hier oben. Also da haben wir schon mal alles komplett soweit. Das ist, glaube ich, die eine Quest, die ich da markiert habe. Die man machen müsste. Jetzt gehen wir zurück hier zu den Pferden, beziehungsweise hier oben, also Epona. Ohne Epona hin, wobei... Nein, was man von hier aus kam. Also ja, den Pferdegott machen wir jetzt noch kurz in der Folge, aber auch ein cooles Thumbnail. Dann nächste Folge gehen wir hier zum Leum vorbei in der Nähe. Wenn wir dort einmal waren, das war eine Quelle. Vielleicht für einen anderen Schrein oder so.
Dann aber relativ schnell zurück zu den Zoras und dann noch gucken. Und irgendwann, wenn wir wieder mal ein bisschen Haus bauen, ne? Wir haben noch ein paar Materialien, die wir wieder verkaufen können. Für ein bisschen mehr Kohle. So, ich bin ja schon hier. Was war das? Oh. Aber die jetzt sagen, fotografieren mittlerweile oder noch nicht? Wenn ich einen habe, brauchst du nicht. Wobei das hier cool aussieht. Aua! Wie frech. Die haben nichts getan, die gaben mir einfach so an. Voll böses Viech. Hört mich Epona von da aus oder eher weniger? Oh, sie will nicht. Ah, jetzt hat sie gehört. Lecker Hyrule-Tomate. Hey! Wie frech. Was ist hier eine umgestürzte Stadt Göttin oder was? Nee, oder? So. Ich hatte eine Viehkarotte, Alter. Eine würde schon reichen. Irgendwer. Bitteschön. Immer wieder schräg. Marlon. Wie es aber auch voll die Musik ist, außer Ocarina of Time und im Prinzip auch aus Majora's Mask. Müsste Reponas Song sein. Natürlich der Name von dem Viech hier, Marlon, eine Anspielung auf auf das junge Mädchen oder erwachsene Frau dann natürlich später bei Ocarina of Time nach dem Zeitsprung von der Lon-Lon Farm. Wobei, ich glaube, die schrieb sich mit ohne H, oder? Marlon ohne H, naja. Na Gott der Pferde. Ich wollte dir für mein erstes Mal nach langer Zeit danken. Ich frage mich, sollte ich fressen? Du siehst nicht sehr lecker aus, ja, gut. Zum Beispiel kann ich Pferde ins Leben zurückholen und ihre Fähigkeiten verbessern. Oh. Du hast noch leckere Sachen. Was ist denn ein Proviant? Niemals sollst du es wagen, den Gott der Pferde auf leere Magen zu fragen. Oha. Ja, natürlich. Epona stärken? Diese Pferde sagen mir, dass es genauso sein möchte, wie es gerade ist. So. Brauche vielleicht ein Pferd irgendwann mal noch mit mehr Zugkraft? Wäre vielleicht Ringo etwas? Milch, Gemüserisotto? Dann jetzt muss ich noch kochen, ey. Wildgemüsschmaus. Ah ne, da haben wir gesagt, sie will nicht, okay. Sonja. Mal was anderes, ja. Kräuter-Reisbällchen. Ja gut, aber wenn das... Wobei, wäre es auf Stufe 3. Vielleicht ist es auf Stufe 4 dasselbe nochmal. Wir können es mal testen.
Weil im Prinzip nehme ich immer Epona. Und Epona ist natürlich auch ein cooles Pferd, aber wenn ich dann irgendwie Sonja hätte, wo ich sage, okay, weil bei Ringo sage ich schon, bei Epona kann ich ja nichts mitziehen. Das geht ja nicht, weil ich das geschiedert wechseln kann. Und das mit Epona machen, vielleicht mal eine Sidequest habe, wo ich Zugkraft 4 benötige, dann hätte ich es halt schon. Ja, jetzt geht es auch wieder hier hoch, ne? Naja, war ja klar. Okay, so klappt das also. Gut. Nö. Wiedersehen. Ja, Wiedersehen. Du mich auch, ey. Was für ein Teil. Malons Quelle, innere Sakala. Ich habe gerade markiert, wa? Das liebe ich mir. Gut, Freunde, sagen der Stelle vielen Dank fürs Zusehen. Erst ein paar Tage, also gehe ich mit der Pole mal in die Richtung. Zum einen wegen hier dem Lionel, wobei eben ist ein roter. Hier soll ein Schrein, das haben wir schon mal gesehen, von oben weg. Und hier drüben soll dann noch einer sein. Da wird die schon mal irgendwie nochmal kurz markieren oder so. Ihn halt ohne groß abzuschließen halt. Und dann aber hoffentlich langsam aber sicher dazu zum Zoo, obwohl ich beim Haus noch gerne ein bisschen was machen würde. Ne, komm. Später. Zur Region hier diesen jenes noch machen, Höhlen abschließen etc. etc. Wir haben noch viel zu tun. Wie könnte es anders sein, wa? Bei diesem Spiel. Bis dahin, ciao zusammen.